Ja, meine Damen und Herren, wir bringen das voller. Von daher würde ich davon ausgehen, dass es ja wahrscheinlich eine Wiedereinsatzrolle, und zwar der Regierung, ein Lohnvisum von Pfeffer gezogen aus der bekannten und erfolgreichen E-Linie, wo die Generation FD und GT geprüfte Kühe in Berlin stehen. Zunächst die Mutter Eluna, dann nachfolgend die Melody-Tochter Edle, dann folgt eine 86 Punkte PU, die auch mit dem Test war, und schließlich die Standpunkt der Nenner-Tochter Esther, die 87 Punkte gewählt hat. Der Bulgarino ist, wie gesagt, ein Neuling. Wir haben ihn vor 3 Jahren hier an Leiterstelle eine erste Gruppe aus dem Test präsentiert. Und ich denke, diese Bürgergruppe hat damals durchaus sehr viel Daten gefunden. Bulgarino war zwar von Anfang an nicht unbedingt der höchste Rotvisum nach RZG mit Top-Listen, aber er zeichnet sich halt damit aus, dass er ein äußerst komplettes Zuchtprinzip aufweist. Sie können auch heute noch richtig prüfen, auch im Wiedereinsatz hat sich das nicht geändert. Er hat alle relativ Zuchtwerte bis hin zur Lenkbarkeit im positiven Bereich. Und diese sehr komplette Vererbung hat auch zur großen Popularität des Bulgarino bei unseren Mitgliedern und auch überregional geführt. Sicherlich hat der Bulgarino dann im Laufe der Jahre auch eine gewisse Basisabschreibung hinnehmen müssen, und auch im Zuchtwertprofil hat sich zwar grundsätzlich nichts geändert, aber jetzt in der Lebensmenge von damals nach 500 Liter auf etwa 150 Kilogramm zurückgegangen, aber gleichzeitig auch immer weiter in den Inhaltsstoffen gestiegen, und das hat er auch heute noch mit plus 0,20 im Fett, aber vor allem plus 0,22 in den Eiweißprozenten. Und alle anderen Werte, speziell was das Exterieur angeht, hat er zumindest auch jetzt in den letzten Ergebnissen voll und ganz bestätigt. Insofern hielten wir es für sinnvoll, Ihnen auch jetzt nochmal einen Eindruck zu vermitteln über die ersten Wiedereinsatztöchter des Bulgarino. Wir sehen Sie nochmal damals die Testtöchtergruppe, auch nachfolgend bei der Autofair 2011 waren einige Tiere ausgestellt, und sehr viele Bulgarino-Töchter sind damals 15 Tiere gewesen, bis hin auch zur Führerin bei dem Nachzugsau, damals die Bulgarino-Tochter Lina und die Wille. Bulgarino wird auch jetzt im Jahr 2014 vermutlich der Kunde sein, von dem auch wir aus einer Mutteroption Monat für Monat mit die meisten Töchter des Lebens sein werden. Und Sie sehen, dass bei entsprechender Anpaarung er auch nicht nur den Exterieur überzeugen kann, sondern auch durchaus eine genügend gute Leistungsfähigkeit gegeben sein kann, die Sie hier auch an den Einsatzleistungen der Außenwelten Bulgarino-Töchter erkennen können. Auch hier möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei den Beschickern der hier ausgestellten Bulgarino-Töchter,